Danke euch Band für den neuen Song. So gut, ich liebe das. So zusammen darf einfach Gott anbeten, Gott ins Zentrum rücken. Ich begrüße euch herzlich zu unserer neuen Serie. Die Serie heisst «Die innere Mitte finden». Ob du da drinnen sitzt im Saal, mit uns bist vor Ort oder ob du daheim bist, im Livestream, vielleicht mit Freunden, das erste Mal den Livestream schaust. Hey, es ist genial, bist du heute Morgen mit dabei. Ich freue mich riesig. Wir stehen ja am Ende von dem Jahr und es ist ein spezielles Jahr. Das können wir wahrscheinlich alle sagen. Es ist ein herausforderndes Jahr, das wir erlebt haben. Und wir sind auch jetzt in einer Zeit, die ein Stück weit unsicher ist. Oder? Ich glaube, die meisten von euch, wenn nicht alle, überlegen sich wahrscheinlich, wie feiern wir Weihnachten dieses Jahr? Treffen wir uns in kleinen Grüppchen, feiern wir gar nicht? Das sind Fragen, die aufkommen. Für die einen löst es viel Unsicherheit aus, für die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Es ist auch eine Zeit, die immer wieder so ein bisschen hektisch ist für viele, so die Vorweihnachtszeit. Und ja, so stehen wir in vielem inne, wo läuft, wo geht. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir Jesus haben, der in unserer Mitte ist, in unserem Inneren, in unserer Mitte, in unserer Seele, in unserem Herz, weil er gibt uns Halt und er gibt uns Ruhe und wir brauchen ihn, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir drinstehen. Und das sind wichtige Themen, so die innere Mitte finden und darum freue ich mich, dass wir in dieser Serie stehen und ich freue mich jetzt in die Predigt einzutauchen. Sandra hat schon gesagt, es geht heute Morgen um das Thema Angst, Angst überwinden. Und ich kann euch sagen, am Schluss von dieser Predigt gibt es noch ein Live-Interview mit einer Person, die das stark erlebt und die aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben wird erzählen und mit uns wird teilen, wie sie durch das durchgeht. Hey, ich möchte dich fragen, kennst du Situationen, wo Angst bei dir aufkommt? Kennst du Situationen, wo Sorgen in dir aufkommen, vielleicht deine Gedanken einnehmen, wo Sorgen dich bedrängen? Ich glaube, gerade ein Jahr wie das, wo wir jetzt schon fast hinter uns haben, es gibt so einen Nährboden, die Unsicherheit. So einen Nährboden, dass ganz viel Angst da rauswachsen kann. Vielleicht Angst, gerade in der Zeit, wenn du jetzt krank wirst. Vielleicht deine Liebsten um dich herum, die am krank werden sind oder in Quarantäne sind. Vielleicht, wenn deine Kinder keine Schnupperstelle finden, wegen Corona. Oder vielleicht keine Lehrstelle finden. Vielleicht hast du aber auch Angst vor einer Wirtschaftskrise oder selber den Job zu verlieren. Es können aber auch andere Ängste sein, wie zum Beispiel, dass du Angst vor dem Versagen hast. Angst hast, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht bist du ein Perfektionist und willst es immer gut machen und du hast Angst, dass es einfach nicht langt. Mir ist es gerade für ein paar Monate so gegangen, ich hatte eine Woche, die so von Angst geprägt war. Ich arbeite hier in der GVC als Pastorin, leite mit meinem Mann zusammen die Kirche und es ist enorm viel gelaufen. Und ich habe noch in Winter in der GVC Verantwortungen grosse. Dazu arbeite ich noch als Fotografin nebenbei noch. Und es hat so grosse Entscheidungen gegeben, die ich treffen musste. Und ich habe gewusst, diese Entscheidungen die haben grosse Auswirkungen. Und mich hat das so belastet. Ich hatte eine Woche, die für mich so war, wie wenn ich so im Nebel innen stehe und nicht recht weiss, wo durchlaufen. Oder wenn so eine grosse graue Wolke immer so mit mir mitzieht, wo ich anlaufe. Vielleicht kennst du das selber auch. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn das genau? Was belastet mich? Was steckt dahinter? Und ich habe gemerkt, das ist eine Angst, dass ich die falsche Entscheidung treffen könnte. Es ist eine Angst dahinter, dass ich alles nicht alleine navigieren kann und alleine tragen kann. Kennst du so Ängste in deinem Leben? Vielleicht sind es aber auch Verlustängste, Existenzängste. Vielleicht kommt bei dir eine Angst hoch, wenn deine Sicherheit bedroht ist und du merkst, du hast nicht mehr alles unter Kontrolle. Vielleicht hast du Angst vor Neuem oder es geht dir so wie mir, Angst manchmal, die richtige Entscheidung zu treffen. Welche Angst kennst du? Und mich würde wundern, was macht die Angst mit dir? Angst ist eine Wahrnehmung und die Wahrnehmung die löst ein Gefühl aus. Ein Gefühl von Unsicherheit, ein Gefühl vielleicht von einem Unfrieden. Oder wie ich gesagt habe, es kann sich manchmal anfühlen, wie man so in einer grauen Wolke innen steht. Angst kann aber auch so physische Auswirkungen haben. Vielleicht weißt du das, dass vielleicht manchmal dein Puls höher schlägt, schwitzige Hände bekommst, vielleicht die Hände anfangen zu zittern oder dein ganzer Körper, wenn es extrem wird, Atemnot, dass man nicht mehr richtig schnaufen kann. Das kann alles Angst auslösen. Das ist eigentlich krass, was für eine Macht das Angst kann haben. Es gibt aber auch positive Angst. Zum Beispiel, wenn du in der Nacht aufwachst und du merkst, hey, mein Haus brennt. Das ist nicht nur negativ. Das ist eine Angst,
die dich dazu bringt, dass du schnell rausrennst, dass du dich in Sicherheit bringst. Also Angst kann durchaus auch positiv sein. Sie kann uns so ein Wegweiser sein, uns warnen, uns schützen. Und das müssen wir gut unterscheiden. Und darum ist es wichtig, uns zu fragen, ist die Angst, die ich habe, real oder ist sie nicht real? Brennt jetzt das Haus wirklich? Muss ich wirklich rennen und flüchten? Oder mache ich mir Sorgen über irgendetwas, das vielleicht irgendwann mal könnte Realität werden, aber nicht unbedingt muss? Ich habe in den Vorbereitungen gelesen, dass 95% von unseren Sorgen und Ängsten meistens eben nicht eintreffen, sondern nur 5%. Wir müssen aber die Angst ernst nehmen. Sie nicht einfach irgendwo unter den Teppich unterwischen, sondern ehrlich sein mit uns selber und ehrlich sein, dass wir die Angst auch haben. Wir dürfen es auch noch kennen. Wie wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, dann sehe ich etwas, und zwar, dass das Thema Tabu ist. Man sagt zwar den Kindern, hey, du musst keine Angst haben. Nein, kommt schon gut, du musst keine Angst haben. Aber irgendwie, sobald man erwachsen wird, redet man nicht mehr groß darüber. Wir haben keine Angst. Und es ist doch spannend, oder? Wenn dann so eine Krise kommt, wenn so Ungewisses kommt, dann haben wir eben doch Angst, oftmals. Und Angst ist ein Thema, das jeder von uns irgendwann, früher oder später beschäftigt. Und es kann enorm starke Auswirkungen auf unser Leben haben. Ich bin in die Bibel getaucht und dort finden wir ganz viele Menschen, die Angst haben und die verschieden reagieren. Und ich habe ein paar Menschen herausgepickt, die aus der Angst heraus reagiert haben. Und das sind nicht nur gute Reaktionen. Und ich möchte euch die kurz vorstellen, diese Personen. Und zwar ist das erste der Jakob. Der Jakob hat Angst vor dem Esau. Er hat ihm den erstgeborenen Segen weggeschnappt und er ist davon gerannt. Und das ist so eine Reaktion, jetzt muss ich das Richtige finden, das ist so eine Reaktion, die wir haben können, dass wenn wir Angst haben, dass wir rennen. Ich habe extra so Warnsignal mitgenommen, weil das ist nicht immer nur eine gute Reaktion, die wir haben. Wir rennen davon. Dann haben wir zum Beispiel auch den Petrus. Der Petrus hat Angst gehabt, wo Jesus verhaftet worden ist. Und was hat er gemacht? Er hat ein Schwert gezogen und er hat angefangen zu kämpfen und hat einem Soldat das Ohr abgehauen. Wir können in den Kampfmodus fallen. Vielleicht nicht mit einem Schwert, sondern verbal. Dass wir anfangen, unsere Worte zu brauchen und kämpfen. Das Gleichnis von den Talenten. Das ist ein Besitzer, der Talent, das ist eine Währung, verteilt hat. Und einer von diesen Männern, der das bekommen hat wie Angst bekommen, dass er das Falsche macht mit dem Geld. Und er ist erstarrt. Er ist erstarrt und hat das Geld genommen und hat es vergraben, dass er ja nichts Falsches macht. Er war wie gelähmt gewesen. Darum habe ich da den Freeze. Das ist die Schneeflocke. Passt ja jetzt gerade zum Wetter. Oder der Abraham. Der Abraham ist auf Ägypten gekommen mit seiner Frau, der Sarah. Sie war wunderschön und er hat gemerkt, dass es noch andere Männer gibt, die die Frau wunderschön finden. Er hat Angst bekommen, dass er umgebracht wird. Er hat Angst bekommen und ich brauche, glaube ich, ein anderes Mikrofon. Es hat eine Kurzschlussreaktion gegeben und er hat gesagt, das ist nicht meine Frau, sondern das ist meine Schwester. Er hat sie als Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, danke vielmals, dass er umgebracht werden könnte. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Ehetipp, dass man die Frau als Schwester ausgeben. Jetzt probiere ich es mit dem. Super. Danke vielmals. Aber genau, der Abraham hat Angst gehabt. Und das passiert, wenn wir uns von unserer Angst leiten lassen. Es kann dazu führen, dass wir komische Entscheidungen fällen und schlussendlich, dass die uns vielleicht sogar limitieren. Dort, wo vielleicht Gott uns sagt, hey, wage etwas Neues, laufe in etwas Neues ein, dass wir Angst haben und sagen, nein, ich renne davon. Oder nein, ich verstecke mich, ich erstarre. Angst hat so eine Macht oder kann so eine Macht haben in unserem Leben und Angst kann unsere Freiheit behindern. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie haben keine Angst, sie erleben Angst nicht. Aber oftmals sieht man dann an ihren Taten oder eben gerade so Reaktionen, dass eben doch eine Angst herum ist. Ich würde dich fragen, wie reagierst du, wenn Angst aufkommt? Flüchtest du? Gehst du vielleicht in den Kampfmodus? Erstarrst du? Oder kennst du auch so Kurzschlussreaktionen wie der Abraham? Im Galater 5,13 steht, Geschwister, ihr seid zur Freiheit
berufen. Und wenn ich das Neue Testament anschaue und die Bibel anschaue, dann sehe ich, wie Gott dir ein Leben schenken, das in Freiheit ist. Wie er uns ein Leben geben will, das frei ist, wo nicht eine Angst ist, wo uns limitiert, wo uns zurückhebt, sondern dass wir die Freiheit laufen dürfen. Und die Frage ist, wie können wir ein Leben leben, das nicht von der Angst regiert wird, sondern wo wir in eine Freiheit hineinlaufen. Die Frage ist aber auch, wie können wir trotz Angst in unserem Leben einen gesunden Umgang damit finden. Und für das möchte ich mit euch in die Bibel tauchen. Ich liebe das Wort Gottes, dort finden wir alle Antworten für unser Leben, unter anderem auch die. Und wir gehen dort in eine Geschichte im Alten Testament, und zwar eine Geschichte von einem jungen Mann, wo wir lernen, wie kann man mit der Angst gesund umgehen. Der junge Mann, das ist der Gideon. Vielleicht kennst du den Gideon, du hast auch schon mal seine Geschichte gelesen. Der Gideon war der jüngste Sohn von einer Familie, von einer Sippe, vom Stamm Manasse. Und wir sehen, wie er eher ein ängstlicher junger Mann war. So ein bisschen zum Kontext. Seit 7 Jahren sind Midianiter, das ist ein Nomadenstamm, heute ist da Jordanien, also sind etwa dort, wo Jordanien jetzt ist, haben die gelebt. Die sind damals auf Israel reingekommen. Und gerade zu der Zeit der Ernte haben sie alles Getreide geraubt, sind alles Vieh geraubt, alles mitgenommen, zerstört, umgebracht. Also nicht Menschen, aber vielleicht gewisses Vieh. Und sie sind wieder gegangen. Also sie sind gekommen, geraubt, verwüstet und wieder gegangen. Und wir können uns vorstellen, da muss eine Angst herum sein, oder? Vielleicht gerade, wenn die Leute gewusst haben, hey, seit 7 Jahren sind die gekommen und vielleicht kommen die jetzt dann gleich wieder, weil wir sind gerade am Ernten und sie wollen alles holen, unser ganzes Besitztum. Vielleicht war es schon fast ein bisschen, wie wir es heute auch erleben, zum Teil mit Corona. Der Gideon hat sich versteckt und er hat hastig Weizen genommen. Er hat den ausgeklopft, schnell, bevor die Midianiter wiederkommen und alles stellen und alles verwüstet. Und wenn er das so am Schlag war, der Weizen bearbeitet war, redet die Stimme zu ihm. Und die Stimme sagt Folgendes: Der Herr ist mit dir, du starker Held. Der Gideon antwortet der Stimme und er sagt: Was, ich? Wenn der Herr mit uns wäre, dann würden nicht unsere Bedränger alles zerstören. Seit 7 Jahren schon. Wo sind all die Wunder von Gott, von denen unsere Väter erzählten? Die Stimme antwortet ihm wieder und sagt: Geh hin in dieser deinen Kraft und du wirst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Der Gideon antwortet auf das und sagt: Was? Ich bin der Jüngste und der Kleinste in meinem Haus. Und der Fremde gibt sich zu erkennen, dass er ein Engel ist, dass er von Gott geschickt worden ist, dass das Gottes Wort sind, wo er überliefert. Und er sagt: Wenn ich mit dir bin, also das sagt Gott, wenn ich mit dir bin, wirst du die Midianiter schlagen wie einen Mann. Also wir sehen in dieser Geschichte, Gideon hat Angst gehabt. Und seine Reaktion auf die Angst war, dass er sich versteckt hat, dass er sich zurückgezogen hat. Oder wie da ein auf dem Schildli. Er war wahrscheinlich vielleicht fast ein bisschen gelähmt, erstarrt vor Angst. Und er hat eigentlich vergessen, dass Gott an seiner Seite ist in dieser ganzen Situation. Und dann kommt ein Engel im Auftrag von Gott zum Gideon und er redet zu ihm und er sagt ihm: Hey, der Herr ist im Fall mit dir. Du starker Held, du tapferer Held. Also Gott sieht den Gideon als Kämpfer, als starker, als tapferer Held und nicht als einen ängstlichen jungen Mann. Und ich finde es so spannend, wie Gottes Sicht ist ganz anders als Gideon seine Sicht. Der Gideon antwortet da und sagt: Hey, ich bin der Jüngste von der ganzen Sippe, vom ganzen Stamm. Wieso willst du mich brauchen? Aber Gott hat eine andere Sicht über sein Leben, über ihn. Und diese Worte haben bei Gideon etwas ausgelöst, das lesen wir nachher auch noch. Er hat sich nicht mehr als kleiner, ängstlicher Mann gesehen. Ich möchte dich fragen, hast du schon mal überlegt, dass Gott vielleicht ganz anders über deine Situation und deine Ängste denkt, als du selber denkst? Dass Gottes Sicht über dir vielleicht ganz anders ist, als die Sicht, die du hast über dich selber. Wie Gott weiß, was seine Möglichkeiten sind. Ja, was er tun kann, was er bewirken kann. Und Gott sieht auch dich nicht als jemand, der ängstlich ist und nur Sorgen hat und eine Angst ist, sondern er sieht dich als jemand, der die Angst überwinden kann, mit ihm zusammen, an seiner Seite mit Gott. Wenn wir Gottes Sicht annehmen in unserem Leben, dann wird unsere Angst
immer kleiner, Schritt für Schritt. Wie Gott ganz andere Möglichkeiten hat, als wir das haben, wir Menschen, die menschlich begrenzt sind. Oder es ist wie wenn ein kleines Kind im Wald steht. Es steht im Wald, es sieht Bäume, es hat Angst, weiss nicht, wo hinlaufen, wie komme ich aus dem Wald raus. Und es hat Angst. Aber wenn der Vater kommt und das Kind an der Hand nimmt und sagt, hey, schau, ich gebe dir meine Sicht, 500 Meter in diese Richtung und dann kommen wir aus dem Wald raus. Lauf mit mir. Was passiert? Das Kind hat wahrscheinlich keine Angst mehr. Die Angst vergeht. Weil sie bekommt die Sicht vom Vater, der grösser ist, der weiter ist. Und so gibt Gott am Gideon die Sicht und wird auch dir und mir immer wieder die Sicht geben. Und wir brauchen die Sicht von Gott über unserem Leben. Dazu sehen wir auch, wie Gott am Gideon seine Angst ernst nimmt, weil er ihm begegnet. Er nimmt sie ernst. Und Gott sieht auch dich und deine Ängste und er nimmt auch deine Ängste ernst. Und er belächelt sie nicht einfach. Auch heute ist er immer noch der gleiche Gott. Wir gehen weiter in dieser Geschichte. Sie ist nämlich spannend, ich kann es euch sagen. Was macht der Gideon, nachdem der Engel bei ihm war? Der Gideon fängt an zu beten. Wie der Gideon fängt an zu zweifeln. Und er sagt, hey Gott, willst du wirklich, dass ich das vollbringe, dass ich in den Krieg ziehe gegen die Midianiter? Er fängt an zu beten und sagt, hey Gott, du musst mir ein Zeichen geben. Du musst ganz klar zeigen, dass du mich gemeint hast, auch wenn du jetzt einen Engel geschickt hast. Und Gott gibt ihm ein klares Zeichen. Er lässt nämlich Feuer aus einem Felsen rausfahren. Und der Gideon sieht das Zeichen, aber er findet, hey, vielleicht ist das Zeichen doch nicht für mich gewesen. Und er wird wieder ängstlich und er sagt, Gott, gib mir nochmal ein Zeichen. Und Gott ist so treu und gibt ihm nochmal ein Zeichen in seine Angst ein. Und er sieht das Zeichen, und wir lesen in der Geschichte, wie nachher Gott ihm einen Auftrag gibt, dass er einen Altar, der Gideon, für Gott bauen soll. Und da steht, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Richter 6, 23. In dem Moment der Angst hat Gott am Gideon einen Frieden gegeben. Gott kann auch dir und mir in unseren Ängsten, in unseren Sorgen einen Frieden schenken. Das heisst nicht, dass das Problem gelöst ist oder aus der Welt kommt ist, aber es kommt dem Frieden über uns. Und Jesus verspricht uns das. Im Johannes steht, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ein Frieden von der Zuversicht, wo Zuversicht gibt, wo Mut gibt, wo Ruhe gibt. Ich habe das auch erleben, als ich euch am Anfang erzählt habe. Von dem Erlebnis, von dieser Woche, wo ich die Angst so gespürt habe. Ich bin eines Morgens aufgewacht und vielleicht kennt ihr das, wenn der Wecker abgeht und du bist hellwach im Bett und das Erste, wo du daran denkst, ist das, was dich beschäftigt, die Angst. Und ich habe wirklich gerade daran gedacht, oh, okay, ich muss noch das machen, geht das echt? Und ich habe gemerkt, hey, ich will nicht am Morgen aufwachen und gerade Angst haben. Und ich bin ins Gebet gegangen und ich habe alles zu Gott gebracht und Gott hat zu mir geredet, und zwar durch einen Gedanken, und hat mir gesagt, Steffi, du musst das nicht alles allein tragen. Und es ist ein Frieden in mir gekommen, wie da steht, ein Frieden, den ich auf dieser Welt noch nie gefunden habe. Eine Erleichterung ist gekommen. Ich musste die Entscheidung immer noch fällen, aber ich habe gewusst, hey, es kommt gut. Und die Angst war weg gewesen. Und das ist das Geniale, wie Gott uns den Frieden gibt. Und der Gideon wird durch diesen Frieden auch mutiger. Und er führt nachher den nächsten Auftrag von Gott aus. Und zwar geht er in den Kampf gegen die Midianiter. Der Gideon steht auf und sagt, hey, ich kämpfe. Er trommelt alle Männer zusammen, fragt sie, dass sie mitkommen, um zu kämpfen. Und was passiert? Der Gideon hat Angst. Er macht sich Sorgen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch Angst, wenn ich wüsste, ich muss jetzt gegen tausende Männer kämpfen. Er macht sich Sorgen und er wendet sich an Gott. Und er sagt, gib mir nochmal ein Zeichen, dass du wirklich mich meinst. Und Gott ist treu, Gott gehört ihm, Gott gibt ihm ein Zeichen. Und er hat das Zeichen bekommen. Und der Gideon, jetzt denkt man, jetzt ist er gestärkt und mutig. Nein, der Gideon hat wieder Angst. Und er sagt,
Gott, ich brauche nochmal ein Zeichen von dir. Ich glaube, ich habe gesagt, hey Gideon, jetzt hast du so viele Zeichen bekommen, also langsam müsste es doch klar sein, oder? Aber Gott denkt nicht so. Gott hat das Verständnis. Und er gibt dem Gideon nochmal ein Zeichen, dass er weiß und die Bestätigung hat, hey ja, du bist gemeint, ich bin mit dir, du wirst siegen. Und was ich genial in dem finde, auch wenn der Gideon so ein Zweifler ist und ängstlich ist, hey, er läuft nicht einfach weg. Er hätte wegrennen, oder? Er hätte den machen, aber nein, er rennt zu Gott. Und er geht zu Gott und er redet mit Gott und er ringt um den Frieden und er ringt um ein Zeichen. Und das beeindruckt mich, wie der Gideon hätte wegrennen, sich verstecken, aber seine Strategie war, dass er zu Gott gegangen ist, dass er gewartet hat dort, dass er darum geringt hat. Und was passiert nachher? Der Gideon geht in den Kampf mit 300 Männern gegen die Midianiter, wo einige mehr waren, also sie sind in Unterzahl gewesen. Und der Gideon hat sich dieser Angst gestellt und Gott ist treu gewesen. Sie haben nämlich gesiegt. Und wisst ihr, was genial ist? Der Gideon war plötzlich ein starker Held gewesen, ein tapferer Held. Er hat sich seiner Angst gestellt, mit Gott zusammen hat er sie überwunden. Aber das ist gegangen, weil er immer wieder zu Gott gekommen ist, sich immer wieder überwunden hat und Gott gesucht hat. Ja, er hat mehrere Anläufe gebraucht. Und zwischendurch ist immer wieder so in sein altes Muster hineingefallen, vom Verzweifeln. Aber er ist dran geblieben. Er hat sich an Gott gewendet. Hey, wenn du merkst, dass die Angst kommt, wenn du merkst, dass die Sorge kommt und vielleicht anklopft bei deinen Gedanken, in deinem Herz, in deiner Mitte, hey, dann kannst du auch wegrennen, du kannst dich abwenden oder du darfst wie der Gideon zu Gott gehen und mit ihm darüber reden und mit ihm auch ringen um den Frieden. Das kannst du in Gebet machen, Form von Gebet, indem du mit ihm schwätzt. Das kannst du aber auch im Worship machen, wenn man Lieder singt, einfach mit Gott connecten, ganz einfach mit ihm reden. Wie mit Gott zusammen kannst du deine Ängste überwinden, nur mit ihm. Und du wirst stärker daraus herauskommen, als du vorher gewesen bist. Das sehen wir ab dem Gideon, der starke Held. Bevor der Gideon den Auftrag von Gott ausgeführt hat, ist er mit seiner Kraft ausgerüstet worden. Und in einem Vers sagt Gott nämlich, geh hin in deiner Kraft. Und ich also denke, als ich das gelesen habe, jetzt da einen Schreibfehler in meiner Bibel. Ich bin schauen, in allen Übersetzungen ist das gleich geschrieben. Und ich wollte wissen, was heisst das genau? Und ich bin im hebräischen Urtext nachschauen. Und es bedeutet, Gottes Geist bekleidet sich mit dem Gideon. Also bildlich gesprochen, der Gideon ist wie das Kleid für Gottes Geist. Also das heisst, der Gideon ist überfüllt worden mit Gottes Geist. Er hat nicht einfach ein bisschen Kraft bekommen von Gott, sondern sein Geist war auf ihm und hat ihn geführt und geleitet. Und so hat ihm Gott alles gegeben, um die Angst zu überwinden, aber um auch den Kampf zu führen, um den Auftrag, den er bekommen hat, wirklich auszulaufen und zu siegen. Und er hat sogar eine Armee von 30'000 Männern auf 300 Männer reduzieren. Das hat Gott ihm gesagt. Dass man wirklich sieht, hey, das ist wirklich Gottes Verdienst. Und nicht einfach ein guter Kämpfer, sondern Gottes Kraft, die da innen wirkt, durch die 300 Männer. Und wir haben heute noch den gleichen Gott. Auch heute rüstet er Menschen aus. Menschen mit seinem Geist, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft. Wenn du das willst. Aber die Frage ist, vertraust du ihm? Oder traust du mehr dir selber? Kannst du Kontrolle abgeben und auf Gott vertrauen und loslassen? So wie es der Gideon hat müssen. Immer und immer wieder. Oder hast du Kontrolle am liebsten selber? Weil unser Gott ist ein Gott, der im Hintergrund steht und für alles sorgt. Und manchmal sehen wir nicht gerade, was er am Tun ist, was er am Machen ist, am Vorbereiten ist. Aber hey, Gott ist treu. Das sehen wir quer durch die Bibel durch. Gott ist groß und Gott ist treu. Und dort, wo er es verspricht, und das macht er durch sein Wort, verspricht er uns, also uns seine Kraft gibt, dort bekommen wir sie auch. Und er rüstet uns aus. Das sind die 5 Punkte, die ich noch mal kurz zusammenfassen von der Geschichte von Gideon.
wo ich so daraus nehmen will und auch für mich lernen für einen gesunden Umgang mit Angst, wenn die Angst wieder in meinem Leben nachklopft oder aufkommt. Der erste Punkt ist, dass Gottes Sicht anders ist als Gideon seine Sicht. Und der Gideon und wir auch Gottes Sicht brauchen. Gott sieht den Gideon und er nimmt ihn ernst. Gott ist treu, und zwar immer. Und Gott schenkt dem Gideon einen tiefen, tiefen Frieden, sodass er vorwärts gehen kann, vorwärts laufen in seinem Auftrag. Und der Gideon sucht Gott in seinen Ängsten. Und mit Gott hat er die Ängste überwunden. Und der Gideon vertraut Gott. Und er wird befähigt von Gottes Kraft. Und er kann siegen im Kampf. Wisst ihr was? Der gleiche Gott, wo der Gideon so Großes in seinem Leben und durch sein Leben gewirkt hat, er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Und an diesen Sohn, Jesus Christus, dürfen wir uns heute wenden. Jesus ist der Beweis, dass die Geschichte von Gideon auch für heute, für uns noch gilt. Wie Jesus ist für dich und für mich auf die Welt gekommen. Er ist für deine Ängste und für meine Ängste und die Sünde und alles Schlechte ist er gestorben. Und zwar, weil er dich liebt, hat er alles gegeben. Und weil er sich wünscht, ein Leben mit dir zu haben und dir eine Freiheit zu schenken. Und die Sicht für Jesus, von Jesus, für dein Leben ist noch so viel grösser, so viel weiter. Auch weiter als deine Ängste, auch weiter als deine Sorgen, wie das auch beim Gideon war. Und so wie Gott am Gideon Frieden geschenkt hat, so wird auch Jesus dir und deinen Ängsten den Frieden geben. Jesus sagt nämlich, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Wow. Hey, ja, auf dieser Welt ist nicht alles einfach und gut. Aber er hat die Welt besiegt. Hast du ihm deine Ängste schon mal anvertraut? Hast du ihm deine Sorgen schon mal abgegeben? Und so wie Gott beim Gideon war, so verspricht auch dir Jesus, dass er immer und überall bei dir ist. Aber gerade jetzt in dieser Zeit der Angst. Er sagt nämlich, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende der Welt. Sagt das seine Jünger, bevor er die Welt verloren hat. Und der Gideon hat den entscheidenden Moment Gott gesucht. Er hat den Drang gehabt, zum Widerstehen, davon zu laufen, sich zurückzuziehen, aber er ist immer wieder zu Gott gegangen. Und so sagt uns auch Gott, hey, wer mich sucht, der wird mich finden. Wenn du ihn suchst, er wird sich zeigen. Er wird sich dir zeigen, früher oder später, auf seine Art. Und wie der Gideon befähigt worden ist, befähigt Jesus dich mit seinem Geist für die Aufgaben, wo du drinnen stehst, wo du in deinem Alltag drin bist. Ob die in deinen Augen noch so klein sind oder so riesig sind. Aber er hat den Heiligen Geist gegeben. Und im Johannes steht, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Hey, Jesus möchte dir das alles schenken, wenn es um Angst geht, wenn es zu deiner Angst kommt oder wenn sie kommt. Er will, dass du ein Leben mit ihm und in Freiheit kannst leben. Ein Leben, das nicht einfach von Angst bestimmt ist oder wo limitiert ist, sondern ein Leben in Freiheit. Und Jesus verspricht noch viel mehr. Ich setze jetzt noch einen oben drauf. Und zwar ist er die Hoffnung nicht nur da auf dieser Welt, sondern eine Hoffnung, die über das Leben rausgeht, in die Ewigkeit. Er ist die Hoffnung. Und schaut, die Hoffnung brauchen wir auf dieser Welt. Gerade dort, wo schlimme Situationen, schlimme Sachen passieren. Situationen, wo es vielleicht keinen Ausweg mehr gibt. Wo du vielleicht noch hinterst, noch führst, weisst. Und ich merke, dass mein Fokus kann manchmal so klein sein. Gerade in Situationen, wo ich Gottes Handeln nicht immer verstehe. Wo herausfordernde Sachen passieren. Wo vielleicht ich im Moment keine Hoffnung sehe. Zum Beispiel jemand, der mal in meinem Umfeld, wo mir nah war, ganz jung, am Sterben war. Hey, ich habe wirklich keinen Ausweg gesehen. Aber dort, wo meine Sicht begrenzt ist, da gibt Jesus eine Hoffnung, die über das Leben ausgeht, in die Ewigkeit. Und mir hat das so einen Halt gegeben, einen Halt zu wissen, hey, eines Tages werde ich Antworten bekommen, eines Tages werde ich in einer perfekten Ort leben, mit Jesus zusammen.
Und im Hebräer 6,19 steht, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Das ist die Hoffnung von Jesus, wo für mich so ein Anker ist und verhebt auf dieser Welt. Eine Hoffnung für die Zukunft, auch wenn ich es heute manchmal nicht einordnen kann und verstehen kann. Und auf diese Hoffnung will ich bauen und ich will vertrauen. Und auch wenn es herausfordernd wird. Nicht nur, wenn es mir einfach gut geht und ich das bekomme, was ich will. Sondern auch, wenn es herausfordernd wird und ich keine Erklärung habe, will ich vertrauen, dass ich eines Tages die Hoffnung habe. Und die Hoffnung ist bei Jesus zu finden und der Friede. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Hoffnung und die Wahrheit. Ich möchte dich fragen, kennst du persönlich Jesus? Kennst du ihn persönlich? Kennst du ihn als der dir einen Frieden bringt in deinen Ängsten, in deinen Sorgen, in deinen Herausforderungen? Wie die Angst soll nicht deine Mitte sein. Sie soll nicht Mitte sein oder dein Herz und deine Seele bestimmen. Und wenn du den Jesus kennenlernen willst, dann ist der erste Schritt, dass du dein Leben ihm anvertraust. Das ist der erste Schritt, wo du auf ihn zumachen kannst. Und du wirst erleben, wie der Friede kommt in dein Leben. Und das, was ich jetzt alles erzählt habe. Es startet damit, dass wir unser Herz aufmachen, unsere Mitte aufmachen für ihn und ihn hineinlassen. Wenn du ihn nicht kennst, dann frag doch die Person, vielleicht wenn du im Livestream zuschaust, die dir den Link geschickt hat, vielleicht Personen, die dich eingeladen haben, wenn ihr zusammen schauen, könnt ihr darüber diskutieren. Und wenn du da bist und ihn nicht kennst, dann darfst du ihn kennenlernen. Wir sprechen sehr gerne ein Gebet mit dir. Es ist simpel und einfach. Und wir haben da ein wunderbares Gebetsteam, das das dann gerne mit dir macht. Wir wollen in dieser Serie immer mit einem Gebet abschliessen. Und ich habe hier ein Gebet mitgenommen, das jetzt gerade auf dem Screen vorne kommt. Und das hat so 2 Lücken, wo du deine Angst einsetzen kannst. Und das Gebet kannst du für dich selber innerlich, leislich sprechen. Du kannst auch einen Screenshot machen. Vielleicht ist es ein Gebet, wo du morgen, wenn es wieder losgeht, wo du das genau brauchst. Und ich will das Gebet mit euch beten. Ich lade euch herzlich dazu ein. Ich bete das vor und du darfst das für dich selber beten und darfst in dieser Lücke einsetzen, das, was dich jetzt gerade beschäftigt, dort, wo Angst in deinem Leben aufkommt und Angst Realität ist. Lieber Vater, Jesus, du mein Retter, du siehst meine Ängste, die Angst vor. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich fühle mich gelähmt und ich möchte. Ich habe es selber probiert, doch die Angst überkommt mich immer wieder. Und ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft und deinen Frieden. Hilf mir, den Fokus auf dir zu behalten und schenk mir deine Sicht über diese Angst. Danke, dass du heute und jetzt bei mir bist. Amen. Amen. Wie ich am Anfang schon angetönt habe, haben wir heute noch einen zweiten Teil, und zwar mit jemandem aus unserer Reihe, der aus ihrem Leben wird erzählen. Und zwar ist das Carmen Tilge, und ich freue mich jetzt gerade von ihr zu hören, wie sie in dieser Thematik drin steht und wie sie mit Angst umgeht. Komm, wir geben dir einen herzlichen Applaus, wenn sie auf die Bühne kommt. Willkommen, Carmen. Danke. Schön, dich hier oben zu haben. Hey, Carmen, ich kenne dich doch jetzt schon ein Zeitchen. Und ich erlebe dich als eine sehr, sehr aufgestellte Person, die optimistisch ist, die das Leben liebt, die gerne Neues ausprobiert. Dir hätte ich jetzt nicht gerade so gegeben, dass du Angst so gut kennst, wie du mir beschrieben hast. Und mich würde es wundern, erzähl uns doch mal, was für Ängste hast du und wann kommen die hoch? Wie erlebst du das? Ja, also leider kenne ich Ängste sehr gut. Ich erlebe sie meistens so wellenartig, so phasenweise.
Plötzlich ist sie da, kann kürzer gehen, länger gehen. Länger heisst auch Monate. Ja, ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben, so richtig intensiv. Die meisten kennen mich auch so. Wegen dem ist das Schlimmste oder so die Urangst, wenn ich aus dem Leben gerissen werde. Das ist das Schlimmste für mich, die Vorstellung, wenn ich plötzlich nicht mehr da wäre. Das habe ich auch vor allem intensiver bekommen, seit ich Kind habe. Ist es noch schlimmer geworden. Ja, und meistens zeigt sich es auch, wenn ich Schmerzen habe. Entweder habe ich Kopfweh, vor allem wenn es immer am gleichen Ort ist natürlich. Nicht einfach irgendetwas, sondern konzentriert am gleichen Ort einen Schmerz mehrmals erleben. Dann kommt die Angst auf, dass ich einen Tumor könnte haben. Sehr schlimmer Tumor, dass ich sofort sterben könnte. Oder wenn ich beim Hals etwas spüre und denke, das ist nicht normal, dann bilde ich mir das immer mehr ein. Und dann wirklich, das ist dann so auch wie eine Lähmung. Also ich traue es auch fast niemandem sagen, weil es so lächerlich könnte sein, aber ich will nicht ausgelacht werden, weil ich das eben schon eigentlich glaube, dass das könnte sein. Ja, es ist sehr intensiv dann, die Erlebnis. Mhm. Du hast gesagt, genau, es ist sehr real. Du hast ja auch mal so ein Erlebnis gehabt, gell, wo dann gerade noch ein Arbeiter bei euch daheim war. Ja. Willst du das noch erzählen? Ja, das ist leider auch gerade sehr krass gewesen. Ich bin schon sehr daran gewesen, dass ich gemeint habe, ich habe Magengeschwür, also ich habe mich schon sehr krank gefühlt. Es ist schon Monate in meinem Kopf gewesen, also vielleicht 2-3 Monate, wo ich mir das so hineingesteigert habe, weil ich Schmerzen im Bauch gespürt habe. Aber ich habe es eben auch fast niemandem gesagt und ich habe so richtig das so, also ich habe mich schon recht krank gefühlt. Aber ich wollte nicht irgendwo das abklären lassen, weil ich Angst hatte, ich komme nicht mehr weg vom Spital nachher, sondern ich sterbe dann im Spital. Also ich habe wirklich so die... Und dann kommt genau einfach ein Arbeiter, so, der hat bei den Fenstern etwas machen und nachher dann öffnet er sich einfach sein Herz, weil er so gestresst war. So, wow, ich habe jetzt gerade etwas so Schlimmes erlebt. Jetzt ist ein Kollege von mir, der so 40 ist, mega ein sportlicher, gesunder Mensch, ist einfach in einer Woche gestorben, weil er erfahren hat, er hat so Magengeschwür im Magen und er ist im Spital und ist in einer Woche gestorben. Das hat er mir erzählt und mir hat es so den Boden weggerissen. Ich bin wie gelähmt, erstarrt und ich habe gemeint, es trifft mir den Schlag und ich habe Herzklopfen bekommen. Ich habe gedacht, nein, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und nachher bin ich auch Abklärungen machen. Ich dachte, jetzt muss ich mich dieser Sache stellen. Und nachher dann bin ich alle Abklärungen machen bei Spezialisten und die haben immer gesagt, nein, ist alles gut, vielleicht der Reizdarm, aber ist alles gut und so. Und sogar bis ins Spital haben sie mir alles gecheckt, alles gut. Immer wieder gesagt, ich bin kerngesund, ich soll gehen, ist alles gut. Aber ich konnte es fast nicht glauben und annehmen. Ich habe das so Mühe gehabt. Mhm. Hat sich so real für dich angefühlt. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn so eine Welle kommt und du hast gesagt, die erste Reaktion kann sein, dass du dich wie gelähmt fühlst, oder? So, ja, wo wir heute Morgen gehört haben. Wie gehst du mit dieser Angst um? Hast du da irgendwie Strategien oder Sachen, wo du weißt, hey, das hilft dir in dem inne, dass du der Angst nicht einfach ausgeliefert bist? Ja, ich habe gelernt, mit dieser Sache jetzt langsam umzugehen oder mich wappnen. Also das Erste ist gar nicht mehr, dass es so aufpoppen lässt. Also nein, wenn so ein Gedanke kommt, so eine Angst aufpoppt, das kommt ja sofort so blitzartig, dass ich es gar nicht mehr weiter kreisen lasse im Kopf. Das ist mir das Erste, dass ich gar nicht dem Raum gebe oder anfangen zu studieren, könnte das überhaupt sein? Oder ja, was ist es? Ein bisschen recherchieren und schon gar nicht mehr im Internet oder so. Also, dass ich da mich recht zurückhalte und gar nicht zulasse, das ist mir das Erste. Das andere ist, dass ich angefangen habe, 2-3 Leute zu suchen, so Vertraute, wo ich gerade sofort schreiben kann, hey, sofort beten, ich kann nicht allein. Also ich brauche Unterstützung im Gebet. Und das rate ich auch jedem, dass man wirklich einfach 2-3 Leute sucht, die einem gerade für einen beten. Und es muss nicht Wort sein, wo man dann noch schreibt. Meistens mag man auch nicht schreiben, sondern einfach nur jetzt bitte beten, sofort. Und dann hat man so Rückendeckung und man mag einfach nicht immer leiden, das beten und die Worte finden. Und man braucht Unterstützung auch von anderen. Und das auch zulassen und frühzeitig auch darüber reden. Und auch wenn man darüber redet, dann tut man dem auch entkräften und dem Ganzen nicht mehr so Raum geben. Es hat dann nicht mehr so Gewicht im Leben.
Das andere, was ich gestartet habe, eben mit dieser Magengeschichte, habe ich so ein Ritual angefangen. Ich habe das wie so ein Herz bekommen, das zu machen. Und das hat mir dann eben viel gebracht. Ich liebe Baden und die Wärme, das Wasser. Und habe angefangen, einfach mich so eintauchen ins Wasser und in dem ihnen einfach sagen, und ich lasse alles los. Und die Wärme ist so wohltuend für mich gewesen. Wenn ich wieder hochgekommen bin, ist es wie abgestreift gewesen. Oder zum Beispiel auch alles, was rote Getränksachen sind, wie Traubensaft, Randensaft, Wein, je nach Uhrzeit. Einfach einen kleinen Schluck nehmen und das verinnerlichen und immer wieder sagen, Jesus ist gestorben am Kreuz. Er hat für meine Krankheiten alles auf sich genommen und das so verinnerlichen und sagen, und ich das so wie einfach das abschlucken und durch den ganzen Körper durchgehen lassen. Also eigentlich die Wahrheit Gottes sprichst du über dir aus. Ja. Vielleicht, wo du weißt, das sind Lügen, das stimmt eigentlich nicht, sondern ja, wo du wieder einer Angst entgegenkommst. Und wenn es so intensiv war, habe ich es teilweise 3-mal am Tag gemacht oder einfach, wenn auch immer das kommt, machen. Du hast ja auch eine Ausbildung in der Seelsorge dann angefangen und da hast du selber auch Seelsorge in Anspruch genommen. Das hat dir wahrscheinlich auch geholfen. Ja, da bin ich mega froh. Das habe ich jetzt seit 1,5 Jahren gemacht und auch gerade in dieser Zeit, das hat mir eigentlich seither ist es auch nicht mehr so gekommen. Es kann mir wirklich, also ich bin sehr dankbar. Ich habe gelernt, mit dem umzugehen und es hat mir ich bin natürlich auch in Ursprung zurück. Oder warum habe ich das? Was ist so der Auslöser? Das würde ich auch jedem raten. Ja. Also mir hat es viel gebracht. Ja. Super. Mich würde es noch wundern, in dem Sinne, wie erlebst du Jesus in deinen Ängsten? Erlebst du ihn überhaupt? Kannst du uns da ein bisschen erzählen und mitnehmen? Ja, das ist auch wieder eine Geschichte, die ich erlebt habe, sehr intensiv. Wir sind auf Amerika in die Ferien gegangen, mein Mann und ich, als ich im 6. Monat schwanger war. Und ja, und dann hat es eine Situation gegeben, gerade eigentlich nach einer Woche, hatte ich so weh gehabt, dass ich sofort ins Spital. Und dort habe ich nicht gewusst, ob das Kind kann überleben kann, falls es auch dann auf die Welt kommen, weil es rauskommen, weil ich sehr starke Wehen hatte. Aber auch, sonst hätte ich 3 Monate dort liegen bleiben und warten. Und das war für mich eine wirklich aussichtslose Situation. Ich hätte auch selber nicht entscheiden können. Und es war eigentlich der schlimmste Moment in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, vorher nie etwas anderes erlebt, was so schlimm war. Ja, schlussendlich habe ich in dieser Wehe, wo ich die Schmerzen und ich habe es fast nicht mehr ausgehalten, habe ich plötzlich Jesus mega stark erlebt. Ich habe mich von oben gesehen, im Raum, in dem Spital, Bett, wo ich gelegen bin. Und ich hatte so eine Seitenlage von Krämpfen, von Schmerzen. Und ich habe Jesus gesehen, der mich hinten so angelegen ist wie ich und mich umarmt hat. Und ich habe ganz einen warmen Rücken bekommen. Es ist mir sehr warm und wohlig warm geworden. Und ich habe so einen Frieden bekommen. Und ich habe gewusst, er ist da. Er liegt mit mir jetzt da, in diesem Schmerz, in dieser Hoffnungslosigkeit. Und er hat mich einfach so umarmt. Und es ist mir nachher, habe ich so einen Frieden bekommen. Und ich habe auch gewusst, egal, also er hat mir auch so gesagt, egal wie es kommt gut, ich muss ihm vertrauen. Und ich habe das mega gut dann loslassen. Und das, ja, ich kann einfach sagen, es kommt gut, egal wie. Die Angst, die du zu ihm gerufen hast. Ja. Mega, mega ermutigend. Hey. Wow. Und wie ist das ist jetzt ein Beispiel, wie ist das so in deinem Alltag, wenn Ängste durchkommen? Du hast gesagt, dass du deine Rituale in dem Sinn hast, im Baden oder wo du die Blitzgedanken sagst, hey nein, erlebst du da auch Gott drin oder irgendwie, dass wirklich er das wegnimmt oder ja, wie ist das? Ja, ich erlebe vielmal den Frieden, der dann so über mich kommt, wenn ich es wie loslassen kann. Aber es liegt immer an einem selber, was wir möchten. Wenn wir bereit sind zum Loslassen, dann kommt der Frieden. Wenn wir es aber noch ein bisschen behalten wollen, das ist ja teilweise man will es teilweise vielleicht auch nicht loslassen, weil man schon so, ja. Aber wenn ich es ganz loslassen kann, kommt der Frieden so und es ist so ein wohltuendes Gefühl und es liegt nur an mir eigentlich. Und teilweise erlebe ich stärker oder weniger stark, je nachdem, wie ich dann das kann, wie auch ihm übergeben. Hey, das ist genial, mega. Übrigens, ihr Sohn hat überlebt und der Noah ist heute ein gesunder, junger
8-jähriger ja. gesunder Bub, ja. Vielleicht noch zum Sagen für die dich nicht kennen Auch oder wenn per es- Livestream mitschauen. Ja. Genau. Hey, mich würde es noch zum Schluss wundern, was würdest jetzt du jemandem sagen, der vielleicht mal in den Alltag reintaucht, losgeht, es geht wieder los und plötzlich kommt so eine Angst. Oder vielleicht aufwacht und schon so eine gewisse Angst oder so ein bisschen, ja, eine Last aufliegt. Was würdest du dieser Person vielleicht mitgeben? Eine Ermutigung oder einen Rat? Ja, einfach nicht versuchen reinzusteigern. Vorher die Gedanken zu stoppen. Das kann man antrainieren. Versuchen das. Und Gott, er ist da. Er sagt ihm alles. Er ist treu. Er lässt dich nicht im Stich. Er ist einfach da und will dir zuhören. Und nimmt dich ernst in dieser Situation hinein. Und dass man wirklich einfach das macht. Und schlussendlich Gott ist das Leben und von ihm fließt das Leben und es fließt im Überfluss. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und lassen wir uns das nicht nehmen und wir lassen uns nicht mit weniger zufrieden, sondern einfach, hey, wir leben voll ohne Angst, das Leben und dass wir das wirklich in das hineinlaufen können. Ja, ich wünsche euch das. Ich danke dir vielmals, Carmen. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Ich finde das sehr inspirierend zu hören, wie du unterwegs bist. In den Ängsten können ja kommen, sind irgendwo auch normal, aber wie du mit denen dann umgehst. Und dann natürlich zu hören, wie Jesus in dir so wirkt und bewegt. Und hey, ich glaube fest, dass er noch viel wird in und durch dich tun. Und auch, dass es eine Ermutigung sein für viele, die zuhören. Ja, danke. Ja, genau. Ja, wir gehen jetzt haben wir sehr, sehr viel gehört. Wir gehen jetzt in eine Zeit mit der Band, die sich da ready macht, in eine Worship-Anbetungszeit. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hat dich etwas angesprochen heute Morgen. Du hast selber gemerkt, hey, da sind Ängste aufgekommen und du wirst gerne für dich beten lassen. Vielleicht hast du aber sonst Anliegen, wo du für dich beten lassen. Und wenn du daheim bist und den Livestream schaust, dann haben wir so ein Online-Gebet. Du kannst einfach auf Beten drücken und dort hat es Männer und Frauen, die es lieben, mit dir zu schreiben im Chat. Das ist auch sehr intim, das sieht niemand. Und genau, darfst du für dich beten lassen. Ich will dir Mut machen, wie es Carmen gesagt hat. Manchmal tut es so gut, jemand der Zeit nehmen und dass jemand über einem die Wahrheit kann aussprechen und für einen kann glauben, wenn man vielleicht selber nicht kann. Und darum gibt es jetzt die Möglichkeit, ihr könnt einfach hinein rausgehen, dort hat es ein Gebetsteam. Und ich möchte euch einladen, jetzt in den zweiten Teil des Worship zu kommen und vor den Gott zu kommen. Und ich merke immer wieder, hey, dort, wo ich vor den Thron Gottes komme und ihm die Lieder zusinge, dort kommt der Frieden. Und dort bekomme ich die Weitsicht oder einen Teil von dieser Weitsicht, die ich selber vielleicht jetzt gerade nicht habe. Ich lade euch ein, ihr dürft aufstehen, wenn ihr wollt. Und die Band nehmt uns mit.